Hallo, willkommen zurück. Let's Play Faster Than Light mit Shooty, Episode 3. Schön schaut ihr wieder rein. Wir sind hier im neuen Sektor von den Rocks. Die sind nicht sehr fremdenfreundlich. Das ist ein normaler Sektor, das heißt, ich kann weniger Sprungpunkte abgrasen. Ich werde deshalb mal dorthin fliegen, wo es viele weitere... Oh mein Gott. Was habe ich denn hier? Also, strategischen Überlegungen gehen zurück. Werde ich nachher vertiefen. Schauen wir erstmal, was uns hier erwartet. Wir haben hier ein Rock-Schiff. Das greift uns an. Und zusätzlich sind hier noch, was nennt sich das? Ein Solar Flares System. Oh mein Gott, die sind echt übel. Und zwar entzünden die einfach willkürlich Feuer auf dem Schiff. Oh mein Gott, das hasse ich echt. Ja, die Schilder scheinen diesen Effekt zu reduzieren, aber ich muss jetzt schnellstmöglich weg. Ja, feuerfrei. Was soll ich sonst machen? Ich überlege mir gerade, soll ich mache hier schon mal ein bisschen die Löcher auf. Könnte mir beim Löschen helfen. So, jetzt geht's. Ey, was ist denn hier los? Die ballern uns ja zu Tode. Ist doch alles voll im Betrieb. Okay, Feuer. Hier ist okay. Das löscht sich gleich wieder. Ach, ich Idiot. Ich bin ja gar nicht mehr auf manuell. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, da bin ich jetzt echt selber schuld. Das war jetzt echt blöd. Ganz blöd. Übrigens Sensorenstufe 2, ich sehe jetzt hier auch die Einwohner, hätte ich fast gesagt, die Crewbesatzung. Na, jetzt gibt es wieder Feuer. Weiß ich genau, was sie so treiben. Okay, ich habe hier hinten Feuer bekommen. Jetzt die einfachste Möglichkeit, Feuer zu löschen, ist und bleibt ein Vakuum. Das hat funktioniert. Das heißt, ich mache hier wieder zu. Ich mache hier sogar auf. Damit hier Sauerstoff sich verteilen kann. Ach, sterbt bitte. Ich möchte hier möglichst schnell weg. Im Moment war es noch nicht so extrem schlimm. Jetzt kommt der nächste Brand. Okay, hier ist okay. Das Schiff ist tot. Den schicke ich hier rüber. Okay, so. Also erstmal alle Türen zu. Dann der Ryan ist ziemlich beschädigt. Der muss jetzt schnell durchs Vakuum in die Medbay. Die repariert er zum einen. Ja, zusammen mit diesen beiden Herren. Gut, dann gucke ich mal, ob ich noch die Heilung hinkriege. Und sobald dann hier oben wieder die Warnung kommt, muss ich hier weg. Und das wäre jetzt. 97 würde sich eigentlich schon lohnen. Kommt sonst noch ein bisschen weiter. Gut. Ja, die Galaxis ist ein gefährlicher Ort. Ist ein gefährlicher Ort. Schon einen Schluck nehmen hier. Gut, das haben wir hier wieder so ein Rockschiff, nicht ungewöhnlich im Rockgebiet. Was sagen Sie? Let's engage on. Ja, die scheinen uns anzugreifen, wieder mal so völlig grundlos. Einfach, weil sie uns mögen. Ist okay, kennen wir ja. Eine Rakete.
vorbei. Glück gehabt. Okay, die Schiene werden nur 1 beschädigt mit diesem Ionenzeug. Von dem her gesehen. Aber können nicht aufgeladen werden. Ja. Sollte ich vielleicht besser einen anderen Tag weiterspielen, irgendwie ist mir das Glück nicht hold. So, fliehen könnte ich, mache ich nicht. Dafür ist die Waffenmannschaft bereits schon auf Maximum. Gut, Flucht. Nein. So, geschafft, meine Güte. Naja. Schauen wir noch dieses System an, bevor es dann weitergeht. Also das habe ich hier, eine kleine Plattform im Orbit. Es sieht nach einer Treibstoffstation aus. Ja, und sie bieten hier Preise für was auch immer an. Ja, docken wir mal an. Die scheint beschädigt sein. Gut, sie ist beschädigt, jetzt kann man stehlen. Das kann entweder gelingen oder ich nehme noch mehr Schaden, schauen wir mal. Scheint, das hätte ich mal Glück zur Abwechslung. Und ich kann 4 Einheiten Benzin stehlen. Zu welch moralischen Abgründen treibt mich diese Rebellion? Shame on me? Naja, egal. Gut, Händler. Erstmal wieder reparieren. Dann Treibstoff brauche ich nicht, habe ich gestohlen. Drohnen brauche ich nicht. Brauche ich nicht. So, jetzt hat es hier ein interessantes System. Die Flak. Die Flak, die ist ziemlich ungenau. In 10 Sekunden, 3 Schüsse, 1 Schaden. Ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nehme ich, dafür verkaufe ich diesen hier. Kann ich die überhaupt alle einsetzen? Ich glaube gar nicht. Ich denke, da habe ich noch einen Denkfehler. Schauen wir mal, der macht 2 auf 1 und der macht 3 auf 1. Also das ist schon mal besser. Ich habe hier insgesamt 2, 4, 6, 8. Also mehr als 8 kriege ich gar nicht hin. Ich habe hier einen zu viel. Das werde ich dann später ausgleichen. Ansonsten ja, ich könnte natürlich mal einen Autopiloten investieren. Wobei, der ist eh immer aktiv. Nee. Gut, schauen wir mal, was es hier unten gibt. Also, hier haben wir einen Schwarzmarkt. Die geben uns Scrap für Missiles. Ja, machen wir.
Weiter geht's. Da haben wir einen Schneckenkreuzer und ein Rockschiff, die sich anscheinend gegenseitig bekriegen wollen. Wir grüßen mal und fragen nach, was hier schief läuft. Also die Schnecken haben das Rockship upgraded, und zwar den Reaktor. Und die Rocks möchten jetzt aber nicht dafür zahlen, und der Rock Captain sagt, dass die Schleimbälle einen schlechten Job gemacht haben und deshalb sie nicht den vereinbarten Preis zahlen möchten. So, jetzt können wir entweder die Schulden übernehmen. Machen wir natürlich nicht. Oder ich verlange von den Rocks zu zahlen, dann werden sie vermutlich aggressiv, oder ich hau ab. Machen wir diesen hier. Vielleicht kriege ich auch einen Reaktor-Upgrade der Schnecken. Bedeutet aber natürlich mal wieder Krieg. Also, der hat einen Flak, glaube ich sogar Stufe 2. Und ein Burst Laser ist ja übel. Ist ja ganz übel. Hätte ich doch lieber gezahlt. Naja, schauen wir mal. Mhm. Ah, diese Flaks sind echt toll, vielleicht sollte ich die beiden noch austauschen hier. Um die Schilde wegzumachen, sind die echt toll. Der ist fast tot hier oben, deshalb werde ich noch eine Salve draufhauen. Mhm. Hat ihn gekillt und einen Brand verursacht. Und tschüss. Ja, hält sich in Grenzen. Mal gucken, was die Schnecken haben. Also, sie möchten unser Reaktor für 11 Scrap. Ja, das ist ein guter Preis, mache ich. Danke, Schnecken. Mhm. Dann kann ich hier mal, muss ich hier nicht immer umswitchen. Also, jetzt überlege ich mir gerade, soll ich Flak anstelle vom Heavy Laser? Der Heavy Laser, der macht natürlich 4 Schaden, der macht 3 Schaden. Aber aufgrund der 3 Charges ist das Shield schneller weg und Shielde werden jetzt immer problematischer. Deshalb mache ich doch das mal so. Hätte ich jetzt nur nicht den Ion-Stunner verkauft, dann könnte ich jetzt nämlich wunderbar einsetzen. Naja. Passt schon, passt schon. Weil ich bräuchte, nee, das kann ich mir nicht leisten. 75 und 90 plus noch mindestens ein Reaktor. Habe ich einfach zu wenig Kohle. Na gut, schauen wir mal beim Distress Beacon vorbei, was die zu bieten haben. Ein Schiff ohne Lebensformen in einem dichten Asteroidenfeld. Schicken das Notfallsignal aus. Sollen wir es uns suchen? Ja, ja, machen wir mal. Ist ein Piratenschiff, beschädigt, verlassen. Wir beuten es aus. Ja, ganz anständig, was da so zusammenkommt. Dankeschön. Diese Zeit haben wir noch, also fliegen wir noch einen weiteren Punkt an. Oh, Asteroidenfeld. Gut, Asteroidenfeld sind echt zum Kotzen, wenn man keinen Shield hat. Weil zwischendurch wird man einfach getroffen, das zieht einen Shieldpunkt ab. Mit 2 Shieldpunkten sollte es okay sein. Ja, mit Piratenschiff, die greifen uns an. Ach, mit Tarnvorrichtung. Wunderbar. Kann getarntes Schiff, kann es getroffen werden von Asteroiden? Weiß gar nicht. Was hat denn er so? Der hat Flak, Ion und Bombe. Mhm. Warum ist mein Evade-Skill gerade auf 0? Ah, weil diese blockiert ist. Naja.
Ach, das ist natürlich kürzer wie diese hier. So. Ach, die muss ich früher abschießen, sehe ich gerade. Ach, da war ein Schutzschild. Ach, das ist ja hässlich, ey. Echt. So, jetzt gucke ich mal, dass ich den Flak im richtigen Moment abschieße. Ich denke, das wäre jetzt der Fall. Ah, jetzt haben sie nur wieder die Waffensysteme weggeballert. Der ist doch zum Kotzen. So wird das nichts, meine Lieben. Und wieso lädt der Laser nicht? Ach, weil der ist im Talmodus, logisch. Ja, manchmal ist das Spiel echt eine Bitch. Hier unten habe ich Feuer. Ich denke, das sollte aber... Ah, ich kann das Gleiche. Neuer Versuch. Na, das hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Ja, also. Dann löschen wir das mal mit Vakuum. Türen zu, Türen auf. Türen wieder zu. Nein, das wollte ich nicht. Wollte ich natürlich nicht. So, speichern wir neu. Zack. Also der hat noch 1, 2, 3, ich denke sicher 4. Auch ich muss ja mal ein bisschen Glück haben. So, hier haben wir einen Notruf von einem Zivilschiff, das von Piraten verfolgt wird. Dem helfen wir natürlich. Greif nicht die Piraten an. Okay. Waffensysteme sind hier. Das Flak sollte zuerst geladen sein. Das hat mal gut funktioniert. Machen wir dasselbe auf die Schildsysteme. Waffensysteme. Das war ein schöner Kill. Wir kriegen ein bisschen Ware und das Zivilschiffchen. Ja, die bieten uns auch ein bisschen was und dann eine Waffe. Jetzt, weil ich hier ein Problem habe, dass ich das hier gar nicht laden kann, mache ich doch einfach 2 von diesen. 11, 11, 11, 10, 12. Das passt so. Also, ne, hier ist kein Shop. Also, Schiff aufwerten. Um diesen Laser zu aktivieren, brauche ich einen zusätzlichen hier. 2 hier.
ich den Antrieb mal ein bisschen verbessern. Und das Türsystem. Dann habe ich noch bessere Türen. Steht das eigentlich irgendwo? Also, normale Türen, dann Blast Doors, da kommt nicht durch. Improve Blast Door. Steht das irgendwo? Normal Closing, Upgrading Blast Door, dann Upgrade to Blast Door, Fire Spread in Tür. Okay. Ja, also Blast sind jetzt einfach stärker. Das schadet bestimmt nicht. Dann spielen wir noch einen zusätzlichen Punkt an. Das sollte noch reichen von der Zeit. Hier haben wir Side greets you at the Beacon. Das ist ein ausgeschalteter Rocks-Frachtschiff, das hier ein bisschen rumdriftet. Und 2 Mantis-Schiffe sind drumherum. Ja, da warte ich mal und dann greife ich noch den übrig gebliebenen Mantis an. Ach, die haben sich gegenseitig bekämpft. Und die Beute, ist ja toll. Okay. Einer ist weg, dann schnappen wir uns noch den anderen. Das gibt sich wieder Boarding Time. Bewaffnung ist ziemlich schlecht, finde ich. Guck mal, hier ist er. Willkommen bei meinen neuen Improved Doors. Da wirst du ersticken, bevor du die Tür offen hast, hoffentlich. So. Feuer frei. Und ist tot. Der war schön. Also die Rocks sind abgehauen. Aber Mantis haben doch einiges an Scrap. Gehen wir mal Richtung Exit. Mit dem Asteroidenfeld. Was haben wir hier? Ein Rock-Frachtschiff. Ja, und greifen uns an. Sind uns langsam gewöhnt. So sei es. Machen wir wieder volle Ladung auf die Waffensysteme. Der Antriebstyp ist auch schon auf Maximum, sehe ich hier. Habe ich die Energie gar nicht umgeleitet? Ach, das war natürlich noch dieser Gratis-Deal der Mantis. Ne, der Schnecken war das. Und gratis scheint mir auch ein bisschen übertrieben. Aber billig war's. Billig war's. So, was ist hier? Die geben auf. Aber mit Raketen kann ich nicht anfangen. Ich möchte lieber Scrap. Und Treibstoff, das ist besser. Hier ist aufgeladen. Ja, dann gefliegen wir zum Exit. Was haben wir denn hier? Hier kommt eine Nachricht rein, dass freie Schematic Samples verteilt werden als Werbung für den neuen Drohnenshop, der hier eröffnet wird, der XR1-45. Finde ich ein toller Laden, möchte ich euch sehr empfehlen, dort einzukaufen. Und ich sage das nicht nur, weil ich gerade eine gratis Drohne bekommen habe, natürlich nicht, sondern aus voller Überzeugung. Was macht die denn? Anti-Ship-Fire Drone. Okay, das ist so eine Strahlendrohne, die kann ich dann verkaufen. Danke, Shop. Jo, dann geht es weiter in den nächsten Sektor. Das heißt, ich kann jetzt entweder zu den Angies oder ich mache noch eine Rock Home World.
Also ob jetzt feindselige oder Zivilien, habe ich nicht wirklich große Unterschiede gemerkt. Na gut, ich habe noch nicht viele Zivilien. Ich mache noch mal ein Zivilien zum Testen. Schauen mal, was hier abgeht. Okay, das sind wir bei Engis. Engis, ja, die scheinen mal Teil der Föderation gewesen zu sein, jetzt nicht mehr. Jetzt gucke ich mal schnell, was macht denn die Zeit? Ja, ich denke, ich packe das in eine neue Episode rein, damit sie nicht zu lange werden. Deshalb hier mal Tschüss, bis gleich zur nächsten Episode.